Den Dimmerer rennt los an dem Motor springt bald nicht mehr an. Und in den meisten Fällen sind Zeichen fängt zu schwach oder entlöde Batterie. Laut RTL wurde das letzte Jahr weit über 9000 Mal die Hauptursache für eine Panne. Wie viel war das denn so? Und wie war das am Winter? Umso mehr kalt es geht, umso mehr los verlaufen die chemischen Prozesse an einer Batterie. Somit hat sie man der Leistung und Kapazität senkt sich. Weil zum Beispiel minus 20 Grad hat eine Batterie just nach Talschung von einer Leistung. Viele von uns fahren oft Kurzstrecken und dann hat es auch noch gerne gut schnuckelig warm am Auto, sämtliche Fenster müssen frei sein, die Sitzheizung läuft, sämtliche Sachen laufen. Und so hat der Generator immer Zeit für die Batterie zu laden. Und wo steht denn da? Mit gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man beachten kann, für dass es vielleicht nicht gerade so weit kommt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ist es natürlich am feinsten, wenn ihr das Auto an den Garage stellen kann. Sämtliche Zubehörgeräte wie ein Handykabel, also Sachen am besten aus den Steckdosen ziehen, weil auch so Sachen können über nicht Strom verbrauchen. Oder die Luchte vom Auto, die Heckscheibenheizung, die Sitzheizung, all die Sachen am besten richtig ummachen, wenn dein Auto läuft. Sollst du wirklich just Kurzstrecke fahren oder dein Auto steht mal länger, dann wäre es vielleicht schon übrig, für sich so ein Batterieladegerät zu besorgen. Heinz, du hilft dann aber auch gar nicht. So hat laut dem RTL eine Batterie noch 4 bis 5 Jahre seine Lebenserwartung schon erreicht. Wenn also viel Kurzstrecke fährt, den Auto nicht am Warmen aufstellen kann, soll seine Batterie doch regelmäßig testen. An unseren Löschbetrieben kann ich das gerne machen.